Rosi schmeißt sein Gmorderner raus, weil er für Gmor ein wichtiges Geschäft vermasselt hat. Aber kurz drauf stellt sie ihm wieder ein. Alle 4 Brunnerleut lassen sie auf der Stirn miteinander anfotografieren, damit das Uri ein Beutel hat, wo es auf sein Nachtkastel aufstellen kann. Das Hummerl bestellt bei der Sarah eine Torten für seinen Alten und die macht für ihn eine mit den sein Beutel oben drauf. Der Chris und Tina schicken dem preisischen Kellner eine SMS, wo sie ihm zum Saufen einladen. Ihr Handy macht aber einen Fehler und schreibt, dass sie ihm einen blasen möchten. Und nachher dauert es ein bisschen, bis das der Fehler aufkommt. Margot kauft ein teures altes Hefterl über Fegeln und sein Alter macht's hin, weil er unversehens einen Kaffee drüber leert. Das bringt aber einer lieb nicht auseinander. Am Vogelhof taucht der Fuchs auf und frisst eine Hähne nach der anderen. Und das Bärli möchte ihm da schießen. Aber der brutale Mörder ist dagegen und bringt ihn weit weg, dass er nimmer schaden kann. Das gefällt der Kathi und sie hilft ihm, dass er ein Briefel an seine Kinder schreibt. Über den werden's warm miteinander. Aber der Chris sagt das gar nicht gern. Der Gregor ist scharf auf seine frühere Aushilfsköchin Julia. Die möchte am nächsten Tag auf die Nacht zu ihm ins Wirtshaus kommen. Aber Pfanni möchte am gleichen Abend auch kommen.